Okay, schöne gute Mitten. Für dich mal erlaubt mir, ich alle guten Banden an meinem Livestream ganz schön ein Jahr zu wünschen. Das ist ein kompliziertes Jahr, was wir loben Anbrüche tun. Und zwar für als ganze Gesellschaft und natürlich auch für den Kultursektor, ein Sektor, den aber extrem gelitten hat. Von den Sektoren, die mit am meisten gelitten haben bei dieser Pandemie. Kultur ist allerdings aber essentiell für durch so Krisen zu kommen, wie die wir lokal tun. Das während dem Konfinement und natürlich auch die Zeit danach und noch bei dem letzten, mehr restriktiven paar Wochen, als extrem viel Kultur konsumiert gehen. Dass viel gelesen gehen, dass sie viel Filme geguckt gehen, dass Musik gelauscht gehen und dass auch auf die digital Offer zurückgegriffen gehen, die von ganz vielen Akteuren glücklicherweise angeboten wurden, für aber auch von daheim aus können Kultur zu erleben. Wie bei der Rentrée Theateren ist voll funktionsfähig waren, natürlich mit all den Restriktionen, die wir kennen, mit Protokollen, die am Platz waren, mit Masken, mit Distanz, mit Männer Zuschauer. Dann war der Undrang allerdings aber auch ganz groß, für es können an Theater zu gehen. Es waren ganz viele Repräsentationen direkt so voll, konnte kein Platz mehr, sodass ihr gesagt, wie groß effektiv der Besoin ist, für die Kultur auch richtig zu erleben. Dasselbe hat natürlich an der Philharmonie oder an anderen Lieux de Spektakel gegolten. Lo ist es so, dass wir dezidiert tun, dazu der Matkret für ab der nächsten Woche, wenn das Gesetz dann das Woche gestimmt wird, an der Kulturnis Ouvertüren zuzulassen. Und das, nachdem die Kultur auch ganz viel an den letzten Monaten eben ab und zu war, denn hat angefangen direkt den 18. März, wo ja die Kultur mit direkt zugegangen war, an Reichstun eigentlich am Hirsch richtig am Ugelaufen vor. Am über den Sommer waren wohl Sachen möglich, die aber mit ganz punktuellen Sachen kreativ sehr auf Ben gestaltet wurden. Den 3. Oktober kommen nun neue Restriktionen. Der 26. November ist alles, was Spektakel vivant ist, nicht zugemacht gehen. Am 26. Dezember sind noch die anderen Institutionen kulturell, das heißt Museen, Bibliotheken und so weiter auch zugemacht gehen. Lo haben wir aber die Projekt de loi, den lo an der Diskussion ist, gesehen wir für, dass die Kultur komplett kann abgehen. Allerdings, weil man auch immer an einer aber angespannten sanitärer Lage sind, unter ganz strikten Konditionen, für weiterhin zu evitieren, dass der Virus sich verbreitet, wenn wir zusammenkommen, für eben Kultur zu erleben. Das heißt, dass wir weiter müssen vorsichtig sein und dass auch wirklich nicht alles möglich ist. Aber es sind auch Sachen möglich, es sind auch Sachen möglich. Und wenn wir gucken, was das Publikum anbelangt, da werden wir können an der Salle des Spektakel, kriegen wir jetzt zurück auf eine Jauge von 100 Leuten, das heißt, können 100 Spektateuren an den Saal kommen. Die Leute, die auf der Bühne sind, und die Leute, die an dem Saal arbeiten, die zählen nicht dazu. Allerdings ist es so, dass sie den Maske haben und dass sie 2 Meter muss anhalten par rapport zu den Leuten, mit denen sie nicht zusammen wohnen. Weiterhin sind auch die Aktivitäten der Restauration Accessoire, das heißt Essen und Getränks, nicht zugelassen. Dann haben wir die Museen, Zentren d'Art, Bibliotheken, Archiven. Auch da ist natürlich die Maske obligatorisch, wie an all Ensemble, wo da geht, wo da ein Publikum akcueilliert wird. Da ist es so, dass in frei zirkuliert, das heißt, dass andere Regeln gelten, dass Visitideen werden möglich sind, allerdings auch da mit den selben generellen Kontranten, das heißt, muss die Maske haben, muss auch 2 Meter anhalten zu den Leuten, mit denen nicht zusammen wohnt. Da rekommandieren wir den Museen, die das sowieso auch schon größtenteils gemacht haben, sich zu orientieren und denen mit der Caris-Normen, die festgelöst sind, für Surface kommerzielle. Und auch hier ist es natürlich nicht erlaubt, Aktivität der Restauration Accessoire anzubieten. Dann sind extra Regeln auch hier gesehen für die professionellen Artisten. Sie dürfen ohne Maske und ohne Distanz auftreten,
auch natürlich Proben, da tun sie auch die ganzen Zeiten dürften, das ist auch das, was vieles sehr möglich möchte, und natürlich auch Filme produzieren. Dazu muss ich sagen, dass hier schon ganz viel Protokoll sanitär en place sind, dass Orchestern regelmäßig getestet gehen, dass auch bei den Filmproduktionen regelmäßig Tester stattfinden, idem auch bei den Theaterproduktionen, wo wirklich ganz gut abgepasst wird, dass kein sich infiziert, weil da tut schon an Echangen, die die letzte hat mit den Akteuren im Terrain, weil einfach auch klar ist, dass du eine Responsabilität, eine enorme Responsabilität da hast, vis-à-vis von den anderen Leuten, mit denen ihn zusammen ganz eng schafft, an, weil natürlich die ganze Produktion Spiel steht, wann ihn positiv geht. Ich hatte die letzte, wie auch bei den vierten größeren Adaptationen, ganz viele Echangen mit den professionellen Akteuren von der Szene, das ist sowohl mit den Organisateuren, wie auch mit den Kulturschaffenden und auch mit der UGDA. Ich verhemle schon ihr Schnitt, dass die Organisateuren und Künstler wirklich immens froh sind, für es können mat Publikum zu schaffen an sich gene, wie sie dadurch über die letzten Wochen am Ende gemacht haben, auch ganz flexibel und kreativ und dabei gemacht haben, für ein Programm anzubieten. Wo es allerdings weiterhin nach größer Restriktionen gibt, aber auch Männer, wie das aktuell der Fall ist, das ist am Bereich von dem Amateursbereich, das ist den Bereich, wo in der nicht professionell Auftritte hat. Schwätzen nicht von den Musikschulen, die fallen in der Kompetenz vom Edukationsminister, mit der ganze Rest wie Chorallen, Proben, Fanfaren, Theatertruppen, Amateurstruppen. Hier gelten die allgemeingültigen Regeln für die Rassemblementer, das heißt, bis zu 4 ist es ohne Maske und ohne Distanz, zwischen 4 und 10 ist es Maske plus Distanz, und ab 10 ist es dann auch dabei sitzen. Ich bin mir bewusst, dass das gerade für den ganz großen Sektor von der Musik, von den Musikvereinen, Chorallen und Fanfaren eine extrem große Belastung darstellt. Musiken spielen am Zusammenhalt von der Gesellschaft eine essentielle Rolle. Sie haben einen Dorf, in einem Quartier, wo die Leute wirklich zusammenkommen, zusammen Proben, zusammen Konzerte können organisieren. Und ich weiß, dass das über die letzten Monate sozusagen nicht möglich war. Und dass da wirklich eine große Sorge ist, dass das verloren geht, die Arbeit. Dann wir müssen alles machen, für wirklich Leute bei der Stange zu halten. Weil es so, dass wir wirklich noch immer an einer angespannten Situation sind, wo man müssen aber Regeln setzen, wo man nicht können alles zulassen, wo man müssen die Leute schützen, wo man also müssen aufpassen, dass den Virus sich nicht so viel verbreitet. Und dafür sind eben noch verschiedene Konditionen gehen, die machen, dass sie nicht kann alles frei machen. Es sind aber Sachen möglich. Natürlich kann ich nicht Saxophon mit einer Maske spielen. Es kann ich aber Ensemblen zusammenkommen lassen, wo ich kann, wo ich den Mund nicht muss frei haben. Es kann ich eben noch an kleinen Gruppen zusammenkommen, für zu proben. Schon mal auch so gelöst, dass verschiedene Chorallen auch mit der Maske zum Beispiel proben, alle Sachen, die sich nicht hätte könnte vorstellen, die aber gehen. Aber die Herausforderung ist ganz klar da. Wir sind noch an engem Kontakt mit der UGDA, für erstens mal die Informationen weiterzugehen und Vereine, aber auf der anderen Seite natürlich auch zu gucken, wann eine Verbesserung von der Situation en vue ist, wenn wir der Realität Terrain können dann gerecht gehen, für darum mehr nach möglich zu machen. Voilà. Dann wollte ich noch kurz den Point machen über die Daten, die biselo vergeben und die en Kurs sind. Wir hatten schon ein paar Mal die Occasion für den Intermittenzstatut wie einfach zu machen, für eben der aktuellen Situation gerecht zu gehen, dass den Statut für den Künstler und den Intermittenzartisten erlaubt beim Minister eine punktuelle Unterstützung unzufroh, was sie gerade Männer Arbeit tun, wie das die Artisten dann noch da, das etwas, was man wirklich an den Diskussionen ganz klar an der Strache gehen, die letzte die Artisten sind schon ökonomisch extrem vulnerabel, weil sie immer au jour le jour ein bisschen existieren von einem Projekt bei den anderen. Wenn natürlich alle Projekte in den Wasch fallen, dann existiert auch kein Revenu. Da fährt man direkt am Anfang von der Krise, den Regime extrem vereinfacht, das ist gegangen bis
dem Monat August, und wir hatten einen angesagt am November, an die Verlängerung als auch kommen, und nach Ende vom Monat Dezember bis den Februar, sodass sie mehr Montant, mehr Montant kann kriegen, und noch die Konditionen für heranzukommen, auch vereinfacht. Wir hatten noch morgen an der Chamberkommission einen Échange mit der Föderation von den Artisten an auch Donauker an der Start, dass man sowieso op enger Reform von dem Statut insgesamt am Gange sind zu schaffen. Dann hat man den Programm Neustart an Lewe gerufen, den als en cours. Ich wollte aber einen kurzen Überblick geben über die Monten, die biswell ausbezahlt goufen, da das die Indemnitäten für Perte finanziär, da haben wir 1,5 Millionen bis ausbezahlt, da das quer durch die Gart gegangen bei verschiedenen Organisateuren, Assoziationen. Dann haben wir eine Residenz pour Artisten ausgeschrieben mit einem Monat, den Hand runhängt, für das auch das kann mit Leben gefüllt gehen. Das sind 100.000 € für der nächste vom Château de Bourg-Lünster. Dann haben wir ein Soutien aux établissements culturels conventionnés, die ein Artist en Residenz bei sich abholen. Für was das wichtig, weil das dem Artist, die eine gewisse Zeit feste Kader gibt, ein feste Revenu auch gibt, noch einfach einen Platz gibt, wo er sich kann entwickeln kann, wo er kann Projekte developieren. Da sind wir am Gange, das auszuwerten. Da kommt man 19 Monate ran. Wir haben 8 Commandes musicales bestellt, also und dann haben wir Akquisition d'œuvres d'art gemacht, einmal über die Galerien, für auch die mit zu unterstützen für 147.000 € an einmal über den Ministère, also über direkt die Artisten für 107.000 €. Daneben haben wir ein Soutien gemacht für die Commande d'écriture von Œuvres dramatiques von 200.000 €. Da sind 8 Strukturen mit 10 Kreationen, die unterstützt gehen. Und dann eng Aide à la Recherche und Montage von neuen Formaten von Spektaklen, hier sind 71.000 € bezahlt gehen. Und dann eine ganz wichtige Sache auch für die Revalorisation an den Regionen von den kleinen Museen, aber auch von verschiedenen Sitten, die wir haben. Da konnten wir 16 Demanten ran, für das wir da Projekte mit unterstützen, auch diese am Gangen zu evaluieren. Voilà. Das für ein bisschen den Tour zu machen von dem, was hoffentlich aber meinen, dann kann zu Lützeburg im kulturellen Plan stattfinden. Ich bin immens froh, dass die Kultur hier Platz findet, weil gerade an einer Pandemie ist es wichtig, dass wir können nicht nur uns divertisieren und bei einer Gedanken kommen, aber auch, dass ma afrogestalt gehen an das Gesellschaft afrogestalt gëtt an der Menge an mech kind dat besser wie ein Artist den op enger Bühne oder den Steck geschrieben huet, ein Buch geschrieben huet oder auch ein kritischchte Lied geschrieben huet. Von daher sind ich immens froh, darum können ich selber an noch für ganz Gesellschaft können zu genießen. Dadurch, dass Probe möglich fuhren, kann nur relativ sehr im Angefangen jemand schaffen. Ich weiß von echten Manifestationen, die direkt nächste Woche fertig stattfanden. Die Adaptation wird natürlich gemacht von den Programmen, dass der Couvre-feu am Abend geht, dass Schütri kann 11 Uhr ruhig dann daheim sind. An den Detail fand notamment auf dem Site den von der ALAG gemarketen Events in Luxemburg, wo dort ein Detail fand von allem, was so möglich ist, über die nächsten Wochen zu genießen. Voilà, merci für die Attention. Ich bin dann bereit für Erfrohen.